Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Taktik Fuchs. Ja Leute, und damit rein in den Bums. Ja, die PK war noch nicht. Ich mache die Aufstellung diesmal vor der PK, weil ich denke, ja, selbst wenn jetzt ein Spieler kurzfristig ausfällt, wird es dann wahrscheinlich jemand sein, der bei mir wahrscheinlich eh nicht unbedingt auflaufen wird. Also von daher fangen wir mal an. Eine Sache ist ja immer relativ schnell klar. Manu im Tor sollte klar sein und Harry Kane vorne drin sollte auch klar sein. Ne? Des Weiteren stellt sich unsere Innenverteidigung von alleine auf. Ich hatte erst überlegt, ob ich eine Dreierkette machen würde gegen Union. Bin ich persönlich erstmal von weg. Ich würde auch erstmal mit einer Viererkette anfangen. Von daher natürlich Upa. Und natürlich die Lucht. Sollte irgendwer angeschlagen sein von den beiden, was ja durchaus passieren kann. Natürlich dann der Eric Dyer als Alternative. Ja. Sollte klar sein. So, Rechtsverteidiger. Für mich ganz klar King Josh. Linksverteidiger für mich ganz klar Guerrero. Hat mittlerweile genug Spielpraxis, leider auf der verkehrten Position, auch wenn er uns da teilweise gut getan hat. Davis braucht einfach mal eine Pause. Ja, der braucht eine Denkpause. Ja, auch King Kimmich bräuchte mal eine Pause. Wurde aber schon ausgewechselt. Von daher würde ich persönlich ihn als Rechtsverteidiger bringen. Einfach alternativlos leider aktuell. Ansonsten für mich natürlich ganz klar Pavlovic der Sechser. Wie auch schon gegen Bremen gehört er für mich auf die 6. Für mich gehört dann ganz klar Conny Leimer auf die 8. So, das ist meine Wunschvorstellung im zentralen Mittelfeld aktuell. Sollte King Kimmich nicht liefern, ja, da musst du halt leider Gottes den Leimer wieder als Rechtsverteidiger ziehen und Leon auf die 8 stellen. Soll ja auch nicht das Riesenproblem sein. Ja, wir können ja auch hier gerne mal einstellen. Leon, hier können wir als Alternative den Leimer hinstellen. Andererseits kannst du natürlich dann auch sagen, keine Ahnung, wir gehen auf eine Dreierkette. Ja, je nachdem, wie das Spiel verläuft. Mal abwarten. Gut, kommen wir zu vorne. Für mich gehört ein Tell ganz klar in die Startelf. Ja, also da gibt es gar nichts dran zu rütteln, war der einzige Spieler, der gezeigt hat, dass er will, dass er Gas gibt. Für mich kommt dann auch Müller in die Startelf. Ja, ich weiß, das werden viele anders sehen. Und für mich kommt Musiala in die Startelf. Das wäre, wie ich anfangen würde. Ja, wir können die gerne auch so ein bisschen nebeneinander, allerdings Pavlovic für mich ein bisschen zurückgezogen. Ich würde Musiala auch ein bisschen zurückziehen, ne? Nicht da vorne wieder an der Strafraumkante rumstehen lassen. Für mich würde er ein bisschen mehr aus der Defensive kommen. Man könnte es rein theoretisch auch so machen. Ja. Können wir auch machen. Ja, Musiala braucht einfach ein bisschen Platz, ein bisschen Raum. Es macht keinen Sinn, wenn er vorne an der Strafraumkante steht und da die Bälle kriegt. Das ist nicht zielführend. Ja. Das erwarte ich einfach. Warum kein Coman, kein Sané? Ich weiß nicht, ob man Coman ein bisschen Unrecht tut, natürlich. Ja. Deswegen will ich einen Coman auch hier als Alternative eintragen. Und einen Leroy hier als Alternative. Ja. Das ist meine Geschichte. Ansonsten, aber Harry Kane spielt eh durch. Was soll ich da eine Alternative eintragen? Ja. Für Musiala, ja, du kannst auch einen Goretzka bringen. Ja. Wie gesagt, wir brauchen nicht den klaren Zehner. Der Gegner wird eh tief stehen. Da gibt's genug Alternativen, die wir haben. Ja, sonst kannst du auch Müller dahinstellen und einen Sané bringen oder wie auch immer. Das wäre persönlich meine Startaufstellung. Ja. Die würde ich sehr fühlen und bin mir auch sicher, dass da ein gewisser Ruck durch die Mannschaft gehen würde. Ja. Andere Alternative wäre natürlich mit einer Dreierkette zu beginnen. Aber wir wissen alle, dass unsere Mannschaft wahnsinnig überfordert ist mit neuen Situationen.
Von daher, da wären einige Umstellungen, die man machen müsste. Von daher würde ich persönlich so beginnen. Wenn wir jetzt philosophieren, wie könnte ein Tuchel beginnen? Ich habe ja in den Kommentaren gelesen, genauso wie im Spiel gegen Bremen, außer dass ein Goretzka für ein Guerrero aufläuft. Also wenn ich ehrlich bin, ist das schon das, was ich vom Tuchel erwarte, was ich hier gerade aufgezeichnet habe. Alles andere würde mich maßlos enttäuschen. Wir könnten noch eine Sache ändern, wie ich Tuchel einschätze, wäre, dass ein Leimer als Rechtsverteidiger spielt und ein Goretzka für einen Kimmich spielt. Und Kimmich auf der Bank sitzt. Das könnte ich mir noch vorstellen. Aber ansonsten erwarte ich genau das. Ja. Man muss einfach jetzt ein Zeichen setzen, dass es nicht reicht mit dem Personal, was gespielt hat. Dann muss man das Personal halt mal durchschütteln, mal auswechseln und mal ein klares Zeichen setzen. Ist ein bisschen schade für den Leon, ja, verstehe ich schon. Ich würde den Leon auch in der Startelf sehen, aber ich würde einen Leimer auf der 8er Position erstmal bevorzugen gegen Union. Aber wie gesagt, ich würde mich darauf einlassen, Leimer als Rechtsverteidiger, Goretzka in der Mitte, Kimmich auf die Bank. Da gehe ich noch mit. Alle anderen, Taylor und Müller, müssen von Anfang an starten. Da gibt es für mich keine Alternative. Genauso wie ein Pavlovic starten muss. Gibt es für mich auch keine Alternative. Linksverteidigerposition können wir gerne noch einen Kretzig mit reinnehmen. Ja, gehe ich auch mit. Guerrero war jetzt auch nicht so stark im Spiel, muss man fairerweise sagen. Könnte ich auch mit leben, könnte ich mich auch mit anfreunden. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ein Tuchel aufstellen wird. Wird Tuchel dasselbe aufstellen wie immer? Habe ich im Stream gesagt, habe ich in den Kommentarvideos schon gesagt, ist für mich der Zug diese Saison abgefahren. Ja? Also wenn man nicht jetzt Konsequenzen zieht, auch nach den Aussagen, die Tuchel getätigt hat, von wegen 70 Minuten habe ich mir die Scheiße angeguckt und ich war schon kurz davor, in der Halbzeit zu wechseln. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Ja. Wenn das jetzt die einzige Änderung wird, dass man sagt, ja, ich nehme Guerrero raus und stelle Goretzka dafür hin, den Rest lasse ich, wie es war. Sorry, dann ist Tuchel nicht mehr tragbar bei uns im Verein. Das ist meine Meinung. Gut, das ist meine Aufstellung, mein Tipp fürs Spiel. Ich kann es nicht tippen, Leute. Ich kann es nicht tippen. Es kann sein, dass wir ja eine Trotzreaktion zeigen, dass wir heiß sind, dass wir Gas geben. Was lange nicht bedeutet, dass Union nicht ebenso heiß ist und Union defensiv gut steht und uns fordern mit in den Kontern. Es ist ganz schwer für mich vorherzusagen. Das Spiel kann alles sein. Das kann 5-0, das kann 5-2 für uns sein. Das kann 1-1 sein, das kann aber auch ein 1-3, dreimal ausgekontert von Union sein. Ja, also ich kann das Spiel nicht vorhersagen. Ich denke nur, man muss jetzt als Trainer ein klares Zeichen an diese Mannschaft senden. Wenn man das nicht tut, in Form, dass man das Spielermaterial mal ordentlich durchtauscht, dann ist der Zug abgefahren. Meine Meinung, haut mir gerne eure Meinung in die Kommentare. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Ich bin noch gespannt, was Tore gleich in der PK erzählt. Vielleicht sehen wir dann schon einen kleinen Hinweis, in welche Richtung es geht. In diesem Sinne, hoffen wir auf ein gutes Spiel. Bis dann. Tschüssi.